Servus Leute, willkommen beim Nageria App Check, der Sendung, in der wir Apps checken. Ich bin der Renton und der Pantomime. Ja, ist der Raven King. Hallo. Ich drehe auch auf. Die Treppe oder auch ins Auto. Heute stellen wir wieder eine App vor, und zwar Nord fürs iPad. Wer hat sich den Scheißdreck ausgesucht? Nord. Ich glaube, was this game uses, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, es gibt sogar schon Nord 2, was man theoretisch dann auch spielen könnten. Sieht schon mal sehr stylisch aus. Guckt mal so vor und ist es wahrscheinlich auch so ein minimalistisches, künstlerhaftes Schwarz-Weiß-Spiel. How to play. Okay, gehen wir erstmal zurück. Gibt es wahrscheinlich eher Tutorial. Play. Ich habe sogar irgendwann mal gespielt, so wie es aussieht. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Es gibt wohl bewegungssensitiv oder mit Buttons. Ich würde vorschlagen, dass wir es mit Buttons machen, oder? Ja, finde ich eigentlich auch cooler. Mache ich auch meistens. Also auf dem Handy ist es vielleicht besser. Touch the Open Menü. This symbol indicates that you can create a portal. Okay, ich kann ein Portal machen. Oh Gott, ich kotze gleich. Das ist so Fallspiel, okay. Okay. Die Cup sieht ganz cool aus vom Design her. Also wie gesagt, mit links und rechts drehen wir eigentlich hier nur den Bildschirm. Und versuchen Hindernissen auszuweichen. Und ins Ziel zu gelangen. Okay. Frage ich mich, was dann das Portal macht, wenn es dann soweit ist. Ich hätte es ja lesen können, was das Portal macht. Ich vermute mal, dass wenn du das Level schon geschafft hast. Gut. Also das Level-Design ist cool, aber jetzt nicht ganz so cool wie zum Beispiel bei Badland oder wie hat das Spielkäse mit dem Grünen? Okay. Die Portale sind wohl ein Checkpoint-System. Okay. Also wie ihr seht, es sind danach fleischfressende Pflanzen auf einmal dabei. Es gibt wohl Diamante, die man einsammeln kann pro Level. Ist ganz interessant gemacht. Ja. Nach jedem Level kommt Werbung. Das nervt. Also das hat man zwar auch öfters, aber... Ja, das ist halt... So ist es halt. halt. Also okay, wenn sie dann ohne irgendwie so ein kleines Banner hin oder so... Das finde ich fast noch nerviger, weil du andauernd draufklickst. Ich habe irgendwie wohl auf Pause gedrückt gerade. So, nu. Musst du wahrscheinlich. Wow! Okay. Jetzt bin ich in einem Tier drin. Interessant. Das ist echt interessant. Ich habe nur keine Ahnung. Also es gibt wohl auch versteckte Sachen. Ja, ist ja klar, wenn man die Diamante verstecken muss. Aber ich glaube, dass das jemand mit Motion Sickness nicht sehr lange spielen kann. Nee, sehr lange geht das auch nicht gut, denke ich. Es ist echt komisch. Story haben wir jetzt gar keine gerade. Das ist jetzt irgendwie eine Katze, die da sich in so Kammern fortbewegt. Mit Viechern, die so verschlucken. Die Fischerzeug machen. Fischer. Okay. Ja, ich denke, einen Ersteindruck haben wir auf jeden Fall hier schon gegeben. Ja, das ist schon cool vom Design, wie gesagt. Jake macht die Bewegungen von der Katzenklasse. Die Steuerung, denke ich, ist auch ganz... Es sind halt nur 2 Buttons, ne? Aber es funktioniert. Die Idee ist auf jeden Fall schon mal klasse. Aber ich glaube, ich steht noch, wenn ich das eine Stunde lang spiele, ich kotze. Ohne Scheiß, also echt. Ganz lustig. So, es gibt ja Spiele, da kann man ja so zwischendrin als man den Bildschirm drehe, falls mal irgendwas ist. Genau, ja. Aber das permanent, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ja, es ist halt, ja. Ja, es sieht cool aus, also, aber es geht halt nicht drüber hinaus, dass ich jetzt sage, es könnte einen Langzeitfaktor haben. Gut, wir haben jetzt 4 Level gesehen, oder das 5. Das ist jetzt das 4. Grad. Ich würde sagen, nach dem hören wir auch auf, weil
Ja, ihr könnt es euch auch vorstellen, oder so stelle ich mir dann zumindest vor, es wird halt immer schwerer, es Genau, kommen dann wieder so Spikes an der Wände. Irgendwelche Sachen, die sich bewegen. Ich habe jetzt auch nicht den Drang, hier alles einzusammeln, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe zwar die Diamante, aber es interessiert mich recht wenig. Ich denke mal, die Musik wechselt sich nicht ab. Du hast nicht großartig Designwechsel. Ja, es ist Ich will jetzt nicht sagen, es ist langweilig, aber genau, du hast eigentlich keinen... wieder Werbung. Wenn du was einsammelst, dann blinkt, dann hast du so Effekte. Keine Ahnung. Ja, richtig, richtig. Das war jetzt auf jeden Fall Nord. Es gibt auch Nord 2, wobei ich nicht denke, dass sich das groß abhebt vom ersten. Wir bedanken uns fürs Zuschauen bei diesem App-Check, wenn es auch nur ein kurzer App-Check war. Und Download-Link wie immer bei nageria.net. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.